vandaan an in Kanada. Ze wonen in Arburg. Dat is een stad waar ik nog niet was in Kanada. Meest alle woonden, plus ik zie er nog niet was. En hij had in Kanada al gewoond, maar ik zie er nog niet was. En van daar wonen ze schaffen een kerk met, wo ook Irvin Cornelsen is, een van ons jaren aan. En hij schafft ganz besonders met de mensen encounters ook. Daar in Manitoba, en ook in Mexico, en verschillende steden voor hem methelpen, en losstarten. Dus ze feit en dit jaar ook hier hand. En wie zijn zij gezien terug aan. Hij is een persoon wat hargt naar den Heiligen Jezus. En wat durch de kracht van Heiligen Jezus leven het. En dat is ons wichtig. En van den zijn, waar we hier van jou ook krijgen. Jezus Christus, we danken je voor dat woord van jou wat hier gepredigt wordt. Dat woord wat hier wordt vrij uitgegeven worden. En we bidden voor onze harten dat nu geen hindernis hier is. Im naam Jezus Christus dat woord op te nemen. Alle bij zijn gesta, alle bij zijn gedanken, alle depression, die moet verloten im naam Jezus Christus. Omdat onze harten vrij en op zijn dat woord zoals dat is op te nemen. Onze harten en de verandering te creëren door die Jezus Christus. In die naam, amen. Al herzlichen Dank, Shane. Dit is het tweede Mal, wat ik hier zie nu. Den prediger zie ik graag te vaak als op weg 3 Angelots en 3 komen, niet zo? En ik had de eerste test gemerkt, zo ik geloof, ik zie goed af. Ik voel me hier al meest thuisig, or zo maar gans. Als ik nog thuis weer en ik kom van kleine te merken, hier aan mijn gedanken kwam hier aan. Ik voel me thuis al thuisig, hier. En je bent best al zo welkom, had me zo aangenomen. En vandaag ga ik er verder met mijn vriendschap hier te zijn, dat me veel weet. Ik vraag me zeer, maar wanneer ik kom aan Art op reizen en wo we gaan door het woord verkennen, dat doen we. Kort me zich einmal feststellen, we wonen in Arburg en we hebben 3 Jahres. Einige sagen, wir haben da noch nicht Kinder, aber das ist nicht Wahrheit. Wir haben 3 Jahres, der älteste ist 21, die zweite 19 und die letzte ist 17. Mir wurde hier gesagt, dass wir eine sehr feine Stelle zum Partner finden. Ich glaube, irgendwie das hat gedacht, im Februar muss irgendwie eine Wirkung gehabt haben, oder ich weiß nicht korrekt, was du hast, aber also ich soll vielleicht mit meinen Gedanken top kommen. Anyway. Aber ich passe auf, meine Idee ist sehr bewacht. Jungs, wenn je willen komen, dat wordt alle durch mij gaan. So, ans geht es schein, ans geht das Leben normalerweise schein. Einer sagt mal zu mir, mir geht immer schein. Manchmal kann ich das bloß nicht so recht viel. So, unser Hoop ist, dass wir das Evangelium bringen, und nicht bloß bringen, aber dass wir Menschen halten, was die Plottig stehen. In der plottige Welt, wo immer das dann ist. Wir proben Mut zu merken, wir proben irgendwie den Heiligen Jesus zu bringen. Dass das Leben gibt, dass die Hoffnung bringt und dass wir können lernen, uns auf Jesus zu vertrauen. Und so, ein Part von dort ist, lernen zu denken. Nicht so? Wir wissen, dass die Bibel redet von in Römer, dass wir unseren Sinn sollen ernähren. Wir sollen unseren Sinn ernähren. Und ein Part von dort manchmal, weiß einer manchmal nicht, was meint dort, wenn wir sollen unseren Sinn ernähren. Onweg proben zu denken. So, mein Thema von der ist, war unser Denkensystem, oder wo wir denken tun, oder ein Glaubenssystem. Auf Englisch nenne ich dort our belief system. Was wir glauben tun. Ein System, wo wir denken tun. Und das ist interessant, dass rein alles, was du das hat zu tun mit, was du in dein Hart denken das. Rein alles, was wir tun. Dass du hier von dir bist, hat zu tun mit, dass irgendwie hat jemand dir gesagt, er würde Fan sein, wenn du hier wirst. Und du hast das geglaubt, nu bist du hier. So, ans Wandel, ans Leben, ans Dinge, was wir tun im Leben, wo wir reden tun, das hat alles zu tun mit, was wir in uns Hart denken tun, was wir in uns Hart leben, was du in uns Hart geplant hast. Weißt du dort, das ganz meiste von wo wir denken tun, ist, was 8 Jahre fast gesagt. Wenn das Kind geboren ist,
wat het 8 jaar alt is een grote procent. De ganz meeste im Leben vastgezet. Du hast also sehr wichtig, dass wir die Kinder von klein an recht lernen. Sie, wenn die kleinen Kinder klein sind, und die merken uns fertig meist eierlich, und wir werden ungeduldig, und die leren in der Schule wird ungeduldig, und dann kommt er wieder raus. Dann kommen die Dinge raus, und dort ist, wo das Kind lernt zu denken, because das Kind in 8 Jahren weit fertig, dat wat nam gezegd wordt als waarheid. Die neemt dat aan als waarheid. Wanneer ik zei, du bent morgen als je kind, dan neemt hij dat aan dat als waarheid. En dan kost je al 50 jaar oud en dan denkst je nog einmal, ik zie een als je kind. So, diese Botschaft hat nicht zu tun mit Kinderabtreibung, aber ans Denkstil, ans Glaubenssystem hat met ongeveer 8 jaar sehr veel te doen. Nou, de meeste van jullie zijn hier over 8 jaar en du denkt, so wat kan ik er nu mee doen? Du ziet voorbij, du ik had niet meer wohl wat in mij neergeprägt wordt. Ik had niet meer wohl wat mij gezegd wordt. Wel, de grote gelijk is, du hast Hoffnung für die. Du hast Hoffnung. Du kannst das ändern. Das ist, woran Römer sagt, dass wir sollen uns denken, tagtäglich ändern. Du hast auch noch ein anderes Stern, was immer noch uns reden wird. Das ist von dem Feind. Sucht und redet ständig noch uns. Weißt du, dass jedes Mal, wenn du es tun sie Müll merkt, dann kommt du eine Lehre. Jedes Mal. Er kann nicht Wahrheit sein. Bloß Gott ist Wahrheit. Und wenn du so tun reden wird, und der das viel, ist immer eine Lehre. So dass es nur meine Verantwortung, das uns entscheiden. Von all den Stimmen, die ich hier da, all die Stimmen, jeder Schild, jeder Phone, jeder Movie, alles was ich hier, jeder Stimme, was mit mir redet, der prüft mich, was zu sein, und ich werde das annehmen. Du denkst mal, wie wacker sein in unser Leben. Was nehme ich an? Aber wo weißt du, was du dann nicht reich oder arg ist? Wo weißt du, was ich annehmen soll? Und das ist das Wichtigste, dass wir lernen, dort zu entscheiden, was die Wahrheit ist. Wir wissen, dass die Bibel ist Wahrheit. Die Bibel ist Wahrheit. Wir als Christen, wir glauben, dass die Bibel ist Wahrheit. Nicht ein anderes Buch, nicht eine andere Lehre, aber wir glauben, was die Bibel lehrt, ist Wahrheit. Der Heilige Geist, Gott, das ist Wahrheit. So, Gebete, wir wollen verstehen und weiten, was dort Buch sein wird, was der Heilige Geist uns lehren will. Gebete, wo wir können unterscheiden, wohnt erst dann die Wahrheit, wann eine Stimme nur mir reden wird. Wir haben viele Stimmen, die uns reden tun. Und aber wir müssen weiten. Und so wie sagen dort alle, wo haben, du hast einen Filter in uns, wo du sagst, oh, das kann ich nennen. Und der Filter muss eingestellt werden. Dort hat uns gewissen. Oder manchmal reden wir von uns Hort. Alright? So, der Filter muss eingestellt werden. Ons Hort ist uns dort gewissen. Auf Englisch haben wir subconscious, wenn wir nicht nur an denken, dass wir an was denken. Weißt du mal, wo ich von uns Haus bei meinem Office jeder Tag auf 3, wenigstens 2 Mal. Einmal morgens, dann zum Mittag nach Haus, dann war dann nur Mittag nur mein Office und dann zu Uwes war dann Haus. So, den war ich vor jeder war 2 Mal, wenigstens jeder Tag. So mal. Einer, das geht gleich lang, nur ein paar Werk, wenn du den Strecke fahren bist. Dann der deine Hand selbst swingen, du denkst nicht nur, wo die Hand fahren ist, das wird alles selbst. Du kommst von einer Stadt oder anderen Stadt ganz online. Du brauchst nicht noch figuren, wo will ich die Hand kommen. Das ist vertelt. Das ist nicht einprogrammiert. In dein Hort sagt das nicht werden. Du brauchst nicht an das denken. In Jet, wenn die fliegen, wenn die einmal in der Luft ist, dann drücken die einen Knopf und dann ist dort automatisch, dann fliegt die. Die Planeflieger, die Pilot, die braucht nicht dort stehen, die holen und abhosten, wo wir haben. Dort, die können schlucken gehen, meist krank. Aber dort, wir auf Englisch haben wir den Autopilot. Okay? Das ist ein automatischer Flieger. Du brauchst nicht abhosten. Und dort wird in uns passiert, wenn wir irgendwo am Dual fahren. Dort gewissen, was unser
ich weiß nicht, was das politisch ist, der Subconscious. Wenn wir uns denken, was wir verselten, Dinge, was wir in uns Leben tun, was du nicht brauchst überdenken, okay? So dort ist Ferien in uns Leben, was passiert, wenn wir das eben wahr tun. Du brauchst du nicht überdenken. Dort dies von erst mal abstunden, du brauchst du nicht überdenken. Was ist das Erste, wenn du hier kommst? Du deswegen begreifst du nicht. So, du brauchst wie nach lang sorgen, über welche begreifen oder nicht. Die meisten von uns, das ist automatisch. Verschiedenste Dinge in uns Leben, tun wir automatisch. Was die sein ist, wenn jemand nur die was sagen wird. Wenn du die empfingen kielen lässt mit Humor, das wahrscheinlich sagt, da wird immer die sagen das, oder das ist automatisch. Du brauchst dich lange überdenken, was will ich dann nie sagen hier. Okay? Verschiedene so Dinge in uns Leben sind automatisch. Du hast die programmiert. Das ist Ben in uns. Und dort ist, was das Wichtigste ist. Dort ist in uns Hort. Und die Bibel sagt über dort, wir sollen uns Hort abholzen für. Wir fingen in Sprüche 4, Vers 23. In Sprüche 4, 23, du fingen wir dort. Und es sagt, über alles, pass auf für den Hort. Denn alles kommt von der Rüt. Das ist meine Übersetzung. Pass auf nur den Hort. Wir fingen noch in Sprüche 23, 7 sagt es auch noch dort, so ein Mann denken das, so ist er. Nicht bloß so ein Mann reden das, aber in sein Hort, wo der Ben ist, so bist du. So, wir fingen viele Bibelversen, was uns damit halten. In Lukas Kapitel 6, Vers 44 sagt dort, ein guter Mann uit zijn gutes Hort, waar we zijn, bringt gute Frucht. Ob ein schlechter Mann mit sein schlechtes Hort bringt schlechte Frucht. Dann wird das Mühl redet von dort, wo das Hort voll von ist. So dann höre ich mal, wenn du wo spazieren fährst, wenn du spazieren fährst, und ein Mensch redet, dann weiß ungefähr, was sein Hort voll von ist. Wenn ich ständig reden über Fashion, Jeren, nur der Licht fahren, verschiedene Sinne Scheinguren haben, wenn dort alles ist, von was ich reden oder wenn alles, was ich von reden ist Politiker oder das Geschäftliche, dann ist das Hort voll. Das Ding ist, wir wollen gleichen, wenn uns Hort ganz voll wird und wir immer von jährlichen Dingen reden. Und da würde ich fein sein. Ich will hier keinem nicht verdammen nicht. Aber wir machen ein Hörchenbeet nur uns selbst fragen, von wo rede ich? Wenn ich mit wem tobt ihr was, wo sie, was habe ich verteilt? Wenn der Hort voll von ist, was über dem kommt. Da ist was halt, was du ben ist. Wenn du in deine Bankrechnung nennst, du kannst bloß dort rücknehmen, wo du ben ist. Du willst gleich ein Dollarschrütchen nehmen, aber du sind bloß Pesos ben, Bolivianos. Du kannst halt nicht Dollar zurücknehmen, nicht so? Oder irgendwas anderes. Also, was in den Hort nennen gesagt worden ist, was du nennen getan hast, was du nennen geplant hast, dort konnte über dem rüberkommen. Aber was ist dein Hort? Von wo kommt dort, was in den Hort ben ist? Und dort ist das ganze Glaubenssystem, was angebiet wird. Das ist, woran wir ständig die Bibel lesen, das ist, woran wir auf die Kirche kommen und wir gehen zur Bibelschule und wir lernen, wenn wir bauen, haben, dass uns Hort soll reich sein, uns Hort soll die Wahrheit weiten. Wenn du nicht die Wahrheit weiten lässt, dann kannst du verschiedenste nennen. Das wirst du dann annehmen als Wahrheit. Und wenn wir Kindheit uns erst all unrecht gelehrt werden, dann ist das schwer, dann musst du was mit dort tun. Du bist vielleicht am Zugboven und du sitzt die Zug dir jetzt bei auf und du hast kein Weg, dass du was stillhalten. Du bist vielleicht in der Sucht vom Trinken oder Schmieden oder Pflegen oder ganz depressiv sein oder was immer dein Leben ist, das jetzt schlägt und du bist ganz rauf, immer und immer. Und du brauchst aber das nicht, du bist am Weg rauf. Wahrscheinlich hat das zu tun mit, was du denken das. Was in dein Hort wirklich ben ist. Wo du über dich selbst denken das. Denn was in dein Hort ist, die Bibel sagt, kämpfe rüt. Und das ist eine hohe Wahrheit. Was ich über meine Ehe denken, das ist
mal sehen, was du glauben darfst. Wenn du von dir kicken darfst, über deine Gemeinschaft mit deinen Kindern oder mit deinen Ehepartner oder geschäftlich, große Part von dort, was wir sind, ist, was in uns Hort bin ist. Manchmal ist es schwer zu schlucken sein, was ich von dir leben do, was ich von dir beleben, was mein Leben von dir ist. Dort ist, wenn das, was mein Hort ist. Wenn es das Leben schildert von was in dein Hort ist, so ist du in dein Hort denken, da sagt die Bibel, bist du. Und das, warum das wichtig ist, dass wir lernen, uns Glaubenssystem recht zu haben. Dass wir ständig proben, den Filter, was in uns bin ist, was die Stimme von Büten filtern wird, dass nicht alles in uns Hort ankommt, das Schlechte, die Legennissen, rütholen wird, aber die Wahrheit kann nehmen. So würdest du das danach mal ändern. Du weißt, ich fühle mich also das Schlagen leicht mit mir. Mit mir selbst wird es so nicht. Ich fühle mich also wenig. So dass es nicht leer, was du glauben darfst. Wenn Jesus sagt nicht so von dir, wir weiten die Bibel redet anders. Wir weiten, dass Gott lebt mir so sehr, dass er für mich heim und starb am Kreuz. Du bist dort wird, wir weiten dort all. Warum fühle mich danach immer so schlag? Wo fühle ich mich so ein? Das ist, wenn du as something in Hort, du ist eine Lehe in dein Hort, was wir glauben tun. Dann meint es, stell ho, den Heiligen Geist Frau, sei mir wo eine Lehe, glaub ich, dass ich so ein Leben führen darf, als ich da. Der Heilige Geist als Wahrheit, und wenn der Heilige Geist reden wird, dann kommt Wahrheit raus. Und der Heilige Geist will so hier mit uns reden. Wir müssen bloß einmal Zeit nehmen, zum still worden und horchen. Frauen den Heiligen Geist, sei reden mal, sei mir mal. Die Bibel sagt, meine Schub, hier meine Stimme und die folgen mir. Und ich glaube, wir als Christen haben so wenig von, dass wir wirklich auch horchen, was er uns sagt. Yes, Gott redet durch die Bibel und Gott redet durch uns Gewissen. Aber du sind, der Heilige Geist redet nur uns. Und ständig sagt er, du nicht durchhaben, du nicht pflegen, du nicht in der Liege sein. Wenn du irgendwo eine Versuchung kommst, du hast einen Krieg in uns. Du sind zwei Stimmen. Und so, wir müssen lernen, das Rechte in uns kriegen. Uns Glaubenssystem, uns Weg von Denken, uns Hort, das ist stärker als die Bibel ist. Wenn du wirst so leben, als das in dein Hort steht, kijk nun, was die Bibel auch sagt. Und so, wir fingen in 1. Johannes Kapitel 3 zum Forschen. 1. Johannes 3, Vers 18 sagt es, liebe Kinder, weil wir nicht bloß von Leib reden, aber die eine Wahrheit und Worten bewiesen. Wir wollen weiten, dass Jesus Christus in uns lebt, wann wir ein ruhiges Gewissen für Gott haben können. Das ist wichtig. Wann wir ein ruhiges Gewissen für Gott haben können. Und dann, wenn uns verurteilt, ist Gott gerechter als uns hat und weit, wo dort mit uns alle steht. Sieh, wenn uns hat uns verurteilt, die fällt die verpflichtet. Das verpflichtet das durch uns Gewissen. Und wahr, als uns Gewissen geprogrammiert nur die Bibel nur, oder als uns Gewissen programmiert nur eine Religion, nur viele Regeln und so Dinge. Sogar uns Gewissen können wir manchmal nicht vertrauen. Wenn die Bibel redet von uns hat als even schlag. Und so, wir können uns selbst nicht vertrauen, wenn es bloß Gott weit wirklich. Aber wenn uns Gott uns verklärt sagt, dann ist Gott gerade und weit wird mit uns steht. Liebe Freunde, wenn uns Gewissen uns nicht verklärt, dann können wir am vollen Vertrauen nur Gott kommen. Sieh, wenn du wirklich eine offene Gemeinschaft haben mit Gott, dann musst du ein klares Gewissen haben, und dein Hort kann die nicht verklären. Und wenn dein Hort verklären wird, dann hast du eine Kommunikation nicht ganz toll. Sie uns tun,
fertig waren, wie proben zu fahren und wie das riecht, das schnitt auf, wie kann mäßig hören, dann sagen wir, hallo, bist du noch da, ich kann die mäßig hören. Ich glaube, das ist, was der Heilige Geist ist. Hallo, ich will mit dir reden, aber das schnitt auf, das ist nicht wirklich klar, wenn es ans Gewissen verklagt uns. Du hast vielleicht einen Sinn in uns Leben, wo wir ganz gewarnt geworden sind. Ich kann vielleicht plüdern gehen und afterreden über den nächsten, und ich denke nicht, muss gleich über dort. Wenn es dort habe ich so fertig getan, mein Gewissen ist stummt geworden, du Eva. Ich kann einen politischen Sinn haben in meinem Leben, keiner weiß dort an, ich sehe so kalt geworden, über dort, das Gewissen verpflichtet mich nicht mehr. Und auch der Heilige Geist, als du da bist, der will immer wahr, uns nur Gott tragen. Er lässt uns nicht durch. Weißt du doch, dass der Heilige Geist es schafft, mit dir, demnach, wo Gott die nur sitzt, nicht so dass du die sitzt. Wenn Gott sagt, du bist eine sonderbare Person, einzelortig gemerkt worden, ihr läuft von dem Anblick, von dem Stand, wird Gott immer nur die reden, der wird nur die tragen. Hey, du bist so viel wert, die du tachluten, die du stunluten, wo du nu bist. Der redet nur den Hort, der prüft das Gewissen, das Hort zu ändern, dass den Hort, der Filter wird in die Ass, wird reich sein, der wird Wahrheit sein. Aber wenn du eine Stimme hast, wo du ständig einfach sagst, mit die haltet nicht an, mit die esset nicht, die kostet eine Wiss nicht, wenn dort immer war du als, meins fange ich dort an zu glauben. Nicht bloß dort, dann probe ich was zu tun, dann schafft dort nicht, dann beweise ich meine Worte so noch, dass ich nicht kann. Dann glaube ich dort. Das ist bei der Feind, wo die sagt, dort nicht anhält mit dir. Dann stehst du ab und geh frisch. Wir müssen ein Fernsehen merken. Wenn es von selbst jeder mal Aufgrund nennen. Die Bibel sagt, ich sie in Sinn geboren. Von selbst jeder mal Aufgrund nennen. Wenn du was so tun, als Gott sagt, dann brauchen wir Gott und wir müssen eine Anstrengung merken. Immer weiter, jeder Tag, sagen Gott, hier sehe ich will für dich. Wenn du nicht eine Anstrengung merken, die kommst rauf. Im Leben, das ist bei ab oder bei auf. Das ist niemals nicht Glück. Du bleibst nicht durchstehen, wo du bist. Dein Leben geht nach Hause oder geht drauf. Ein von beides. Wenn du nicht was tun, nicht eine Anstrengung was merken, Tiger abzustehen, Bibel zu lesen, Gebetsübung kann, für die selbst, wo du drauf gehen. Bloß um Sinne für Amerika nicht kommen, wird das nicht genug sein. Das ist nicht genug. Denk daran, die Prediger ist nicht Verantwortung, um dort die mutig sein, dort dein geistliches Leben sehr mutig ist. Er ist hier, um die fordern. Aber du bist verantwortlich, dass du geistlich wissen darfst. Er will die unterstützen und halten, dass warum wir taub kommen, in der Licht kriegen. Aber wenn du bloß nicht herkommst und vorschwachen und sagst, das hat nicht viel angeholt, der Worship, der wird so still oder so anders, der Prediger, der sagt nicht viel. Du bist verantwortlich, nicht dein Prediger. Wenn es am Gerichtstag, am Jahrtag, Hängerschen Tag, dann wirst du vor Gott allein stehen. Du wirst kein Prediger bei dir stehen. Du wirst kein Ältester bei dir stehen und für die Verantwortung. Du bist verantwortlich für dein jährliches Leben. So wie man Apostel, dass uns Gewissen uns nicht verklären kann. So legen uns Leben, do wir so leben als wie gleich nur möglich zu haben. So uns Gewissen, uns Hort als eine evangeliert worden und wie gleich nur zu tun. Und bloß ein kleines Beispiel hier. Jeder und alle, dass ich, mir würde so sagen, nur Theré darstellen, ich würde hier Theré trinken, wahrscheinlich so. Nicht ganz so euch. Ich sehe noch nicht lange in Bolivien was. Wir sagen, das Wort, das ist die Bibel. Das ist ein Buddel als Wahrheit. Das bringt Leben. Okay, das ist das Wort, und das Kuffel, das ist mein Gewissen. Das ist mein Hort. Das ist, was wir tun haben. Das ist, was ich leben do. Das ist mein Leben. Was ich denken do, wo ich leben do, wenn keiner kicken das. Das ist ich. Das ist wirklich mir. Okay? Das ist Wahrheit. Und so erfahren in uns Leben, wenn das die Wahrheit ist,
en dit zie ik, verten provi ons leven terug te rutschen, demnach so ansat jankat, nicht so? Mijn leraar heeft gezegd, maar mij helpt het niet aan. De woorden, die zijn, dat helpt niet aan. En ik verrutsch mijn denken door Eva. Dat stemt niet meer met wat het woord zijn, net. Oder zoals mij geleerd worden als de kleider zoals ik broken doe, dat is aardig. Du musst einen Rock anhaben, kannst nicht wechseln anhaben. Du musst so clear Kleider anhaben. Das kann nicht blumig sein, das muss dunkel sein. Oder du musst ab Stuhl vorne nicht reifen. Oder was immer du gelehrt bist und was du glauben hast, was du Sinn hast. Okay? Da können verschiedenste Dinge sein. Von wo wir uns antragen tun oder was wir glauben tun, zum Beispiel über Heilung. Wenn ich krank word, dann ist das Gottes Willen, dass ich krank bin, wenn er will mir was lehren. Das ist eine Lehre, was in ihm hat fertig bin ist. Viele Menschen glauben so nicht so. So, wenn ich nicht krank bin, dann das ist, was ich glaube. So, da wir uns die Bibel rutschen, dass wir mich stimmt, und wir rutschen die Bibel so, passen das so an, dass das passend ist für was ich denke, oder da wir mein Leben ändern, so dass das mit der Bibel stimmt. Das ist leichter für uns hat, dass wir die Bibel rutschen tun. Wenn so do wir viel. Und so müssen wir ständig abpassen, wo der Rutsch trägt. Die Bibel oder mein Hort. Proaktive Wahrheit zu finden. Zie ik verantwoordelijk voor God, das Worstel für arm und Frau arm, wo steht das mit mir? Denn dein Glaubenssystem, was du geprogrammiert hast in dein Leben 30 Jahren, wird die regieren. Kijk nun, was die Bibel sagt oder nicht. Aber was in dein Gewissen ist, das regiert die. Und nicht immer das Gewissen als Wahrheit. Wenn du falsch ist, wenn dein Leben falsch geprogrammiert ist, in dein Hort, dann ist das falsch, was in dein Gewissen ist. Das ist, warum es so sehr wichtig ist, dass wir ab den Grund der Wahrheit gegründet sind, dass uns Filter, uns Gewissen biblisch programmiert wird, dass wenn du was nennt, ich plötzlich weit, oh, das ist arg. Du redest vielleicht mit jemand, und der ist sehr in zwei über jemand, und der holt ut und der sagt, was für ein schlechter Mensch du bist. Was tut das in dir? Die was auch, das recht die auch an, und die war schon ganz überlich und sagt auch, was schlecht das ist mit denen. Als der Filter, die Stimme, wo du dann reden, das Gefühl, was du über dir hast du gelehrt, zu erkennen, oh, das ist nicht, das fühle ich mich nicht friedlich mit. Das ist nicht vom Helden Jesus. Das ist nicht vom Helden Jesus. Sondern da, wie du das filtern und sagen, oh, no, mit das habe ich nichts zu tun. Du sind so viele Kleinigkeiten in unserem Leben, wo wir unseren Filter sollen hoch brüten. Mit Schotten. Nie einen Filter ansetzen. Sie, im Truck, Kombine, du musst wie manchmal nie einen Filter ansetzen. Es ist rein und stoffig geworden, du kannst um Mess nicht mehr durch. So viel gerieselt. Und so manchmal muss wir stillstehen und sagen, Herr Jesus, du mein Filter mal reinigen. Wo steht im Leben, du ich falsch glauben, was nicht Wahrheit ist. Das ist das tägliche Ändernis, uns Gedanken ändern, omdat wir die Wahrheit filtern können, die Stimmen, was von Büten nennen können, weiten, reich oder arg. Und so, wir weiten in Jeremia 29, Vers 11, das ist ein sehr, sehr bekannter Vers, sagt er, ich habe Gott über gedacht, sagt der Herr, und was ich für Jünd geplant habe, als Fried, Erfolg und nicht Schulden. Ich will Ihnen eine Zukunft in Hoffnung geben. Sieh, der Herr hat gute Gedanken über die. Gute Pläne hat er gemerkt für dein Leben. Psalm sagt, er hat ein Buch geschrieben von deinem ganzen Leben. Das ist alles geplant, das ist alles du. Der Herr hat gute Pläne für dich. Warum geht mein Leben dann so bei auf? Und das sieht alles, das geht nur der Grund an. Das schlägt, das geht schwer. Dort erst wegen in den Hort, denken wir, falsche Lehren ist. Wir glauben something, was nicht reich ist. Und so von der will ich uns Mut merken. Weil wir Gott vertrauen, weil wir den Heiligen Geist vertrauen, nu aber ständig.
als du in mijn leven de falsche leer wat ik leven doe, omdat ik niet dat ervaren doe wat du das. Die Bibel verspricht uns, dass wir im Sehen leben. Aber viele von uns leben nicht im Sehen. Wen? Wir leben eine falsche Lehre. Durch die Zuton, durch die Feind, durch die Mensch, durch die Prediger, durch die Lehrer, durch die Eltern, durch die... Wer immer du hast in uns Leben, hat irgendwas über mir gesagt, was du falsch wird. Und dann, was wir dort zu Zeit schmieden sein, ich schneide die Lehre auf in mir. Und ich nehme die Wahrheit an. Herr Jesus, was sagst du von mir? Was sagst du von dit Thema? Warum gehen meine Bereitschaft immer 2 und immer 2 und immer 2 und ich kann nicht wiederkommen, das kostet so viel Geld. Gott, was von der Lehre glaube ich, omdat ich nicht kann im Sehen gehen. Oder ich sehe immer ständig krank und ich fühle mich schobig. Ich kann Doktor fahren und jetzt nichts zu finden. Sehr fertig. Depression, unsere Nervenkrankheit, das wie plötzlich zu sein, kommt von dir her. Wir glauben in die Lehre. Der Herr, der jetzt schifft die noch eine Seite haben, der will haben, die so im Sehen, im Yes leben. Aber wenn wir was anderes glauben tun, als der Herr Jesus und wir gehen hier haben, und der Herr Jesus schifft uns und ritt uns und prüft uns am reichen Weg zu finden, aber wir gehen nicht reich, dann fangen wir an, uns körperlich, das stimmt dort nicht. Wir sind nicht gebildet für dort. Und dann fangen wir uns krank zu fühlen. Uns Körper macht unser Leben mit uns geistlichen Komfort wir haben. Und das, warum es wichtig ist, dass wir uns tun merken, nur den Heiligen Geist und ständig fragen, wo hast du eine Lehre in mir, damit ich im Segen leben kann. Und so von der, wenn die Worship-Team bellen abkommen, will ich uns Mut merken. Ich will Mut merken, dass wir einmal still worden. Und der Heilige Geist, der will nur die reden. Der hat zu die geredet. Und ich glaube ganz recht sicher all, der hat die all in der Stadt gegeben im Hort, wo wir eine Lehre glauben tun. Ab den Men's-Encounter, der frühes Encounter, wird das viel getan. Wir fragen Gott, wo ist es? Wo steht es mit meinem Hort? Psalm David sagt dort, ein Bibelvers sagt, kann mein Hort in Check, als du was arrecht bist. Sie, die Einstellung, mit wie viel haben in uns Leben, dort wir eine Einstellung haben, und Gott fragen tun, wo steht es in mein Hort? Wo steht es? Uns Hort, uns Fleisch gleich, uns Ungetun zu merken. Uns Fleisch gleich, dort wenn ich reich sehe und ich will den mal wiesen, und ja, wartet sein. Und dort kann vielleicht ein Bosig über den, nicht so? Der Traffic, der Vortikel wäre fair, und irgend so was, und besonders in Kanada, wenn dort du mit so vornet, als het hier deed, dan word je zeer verdrietig. En zo hier heb je vielleicht ook zeer geduld, je even, dat is veel weert. Ik wens me ook de geduld. Maar wat is in ons hart ben, wanneer du wat is? Wat is in mijn hart ben, wat komt eruit, wanneer mijn kinderen ständig mij brokken doen? Ik weet dat is frustrating, dat is ons verdrietig te worden en dat is meid worden en zo wieder. Maar we oppassen, wat komt in mij uit wanneer wat passiert? Wat passiert, wanneer de politie mij ophält? Wat komt het eerste in mij uit? Pas mal op, wat zijn die eerste reacties wanneer er irgendwas passiert? Wat is die eerste reactie? Wenn es dort wat really in den Hort ist. Und du musst wieder mit dem Schiff mehr. Und dort bietet man wie mit den anderen. Wenn es die Reaktion, was wir dann haben, weit wie dort sind Theken. Dort sind Theken. Sieh, wenn wir im Pickup fahren, dann, im Chor, dann sind die Fahrer stehen am Nachschiff Klocken verschieden. Eine sagt, wo stark die fahren ist. Der andere Klock sagt, wo viel Gas du noch in den Tank hast. Der andere sagt, wo heute die Motor ist. Nicht so, dort sind verschiedene Klocken. Und die sagen ans Wort. Design ans Wort. Dat is alles wat hij doet. Design ans plus Wort. Die kost dan nu wählen als du den Harchen was. Wanneer je denkt, wie, gas wie ze leer wordt en dat wordt pas leer.
Du kannst dann wählen, als du was für Stellholen und abfallen, oder bist du wieder vor. In uns Leben sind auch diese Glocken. Der Heilige Geist, der sagt an some Dinge. Und wir können dann wählen, wer wir die horchen oder wer wir nicht. Sofern sei wir bis ich wohl selbst. Und dann haben wir hier wie still. Und dann haben wir Gast gerannt. Und dann gibt es alle Schwierigkeiten. Das Leben ist schwer. Because ich bin nicht gehorsam 3 Mil 3. 3 Kilometer 3 habe ich stillhalten. Aber nu zie ich nicht. Nu gehe ich te fout. Niet zo heit en dat schweit en dat er schwer en mij daar zat. Dat onze Schwierigkeiten in ons leven zijn verten. Ik zeg niet alle. Want zeer veel van onze Schwierigkeiten im Leben heeft te doen met wo gehoorzaamheid dem Heiligen Geist was. Oder wo ik geleerd habe, den stem te hören. So, wenn wir den Heiligen Geist fragen, für ein Ding, wo ich mich verbessern kann von dir, von ein Ding, wo ich eine falsche Lehre zu wiesen, zu changen habe, zu ändern. Wenn wir still worden, wenn wir unsere Übung zu merken, Heiliger Geist, ich bete dich, rede nu jede Person, rede hier und sei uns ein Ding, wo wir in der Lehre bleiben tun, in uns Leben, was nicht Wahrheit ist, wo wir uns Leben gerutscht haben, wo wir uns makelig gemerkt haben. Wie sonst, Herr Jesus. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du gnädig bist und die weißt, wo es uns Gott fair ist. Du sagst in deinem Wort, wann uns Gott uns verklären lässt. Aber dann bist du gerade und du weißt, wo es uns Gott fair ist. Wir danken dir, Gott, dass du weißt, wo es uns Gott fair ist. Wir weiten, weil uns Gott selbst erst nicht mal zu vertrauen. Aber wir können dir vertrauen. Gott, wenn wir doch nicht alle Reich getroffen haben, du bist gnädig und du gibst uns eine neue Gelegenheit. Und du hilfst uns zu ändern, dass wir die Lehre aufschneiden können. Und dass wir die Wahrheit annehmen können. Gott, wies uns, wollt uns die Wahrheit für die Lehre ist, was wir glauben tun. Wenn ich weiß, wenn ich glaube, dass mein Leben nicht anhält, und mein Selbst wird es so nicht. Gott, du weißt und sagst, das ist wundervoll, du bist wundervoll, ihr merkt, und ich habe dich gewählt. Gott, wir nehmen die Wahrheit nun an, was immer die Wahrheit ist, was du uns gesagt hast. Gott, ich bete, dass du jede Person hier Kraft geben, Weisheit geben, Mut geben, aufmerksam zu sein in unser Leben, zu horchen, was ist der Heilige Geist, was sind meine Emotionen, dass wir fangen aufmerksam zu sein, wenn du, Heilige Geist, redest mit einer sanften Stimme. Du brauchst nicht nur uns, so dass die will das. Du kommst sanft. Gott, aber das Leben ist so drauf, wir sind fertig, so sehr besorgt über verschiedene Dinge und wir sind selbst Leute geworden. Help uns, dass wir anfangen, sanft zu werden, nur zu luten, und still zu werden in uns Hort. Dass wir weiten, Gott, du redest. Heilige Geist, wir weiten dort, und je mehr wir mit dir Verbindschaft haben, je mehr du uns segnen kannst. Oh Herr, ich bete, dass diese ganze Gemeinde hier, wer immer hier ist, sehen du mit dem Heiligen Geist, du wundervolle Worte hier. Spreit das Evangelium durch die Menschen hier. Merk uns hungrig für dich, Gott. Hungrig, dass wir nicht abhören, dass wir niemals abhören und den Guten kommen. Da strichst es, wenn wir in Salzsträhe gegeben haben, dass wir niemals nicht abhören, da zu worden, nur den Wort, nur deine Gegenwart, dass wir jeden Tag nehmen für die, jeden Tag nehmen, um Gottes Haus zu kommen, in Gemeinschaft zu pflegen mit dir. Gott, ich danke dir für jede Wort, für jede Wort von Leid, was hier passiert, in dieser ganzen Umgebung. Ganz Bolivia, Gott, ich danke dir für was du tun wirst, das Evangelium, was du gesprochen wird. Und jede Person wird sich mehr merken, um dort zu tun. Gott, die Namen wird herrlich werden. Und wir glauben daran, dass jeder Knie wird für dich beten. Und so wie sein über dem Namen Jesus, die feinsten Knie machen sich beten, wird hier probieren zu vernichten. Die feinsten Knie machen sich beten, die wird hier falsche Lehen angeben.
O himmlische Vader, ik dank dir. Du die grater bist und wir können und die Gewinner sieht sein. Du bist für uns, nicht gegen uns. Wir wählen uns, um deine Seite zu sein. Wir wählen uns, mit dir zu gehen. Wir geben uns Hand. Gott, ich danke dir, dass du immer gut bist und dass du hier auch gut bist. Im Namen Jesus. Amen. Amen.